Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Kennt ihr das da? Das ist doch so ein Album, wo man eine Briefmarke reinstecken kann. So. Wo man dann die so schön sammeln kann. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich werde so etwas Ähnliches machen in unserem Junk Journal innen, wo wir dann irgendwelche Fotos und irgendwelche andere Kärtchen drinnen aufbewahren. Das würde doch noch sehr herzig aussehen. So, und für das habe ich mir parat gemacht, einfach so Bändeli, irgendwelche hübsche Bändeli in allen Farben und Farben. Ich möchte die gerne so reinleimen und dann kann man doch da etwas Schönes reinstecken. So, das ist der Plan. Keine Ahnung, ich habe das vorher noch nicht gemacht, aber ich würde sagen, wir probieren einfach mal. Wir schauen doch einfach mal, wie es kommt. Finden wir noch ein schönes Plätzchen. Da hat es doch noch ein bisschen Platz. Und dann könnte man doch da von dem nehmen. Schau mal, wie schön. Schneiden wir doch da einfach mal ein bisschen ab. So. Von dem. Und dann ist das ein bisschen too much, wenn wir da auch noch rosarot machen. Orange, genau. Nein, komm. Das ist doch perfekt. Rosa bis am Bach runter. Also. Dann haben wir noch rosa. Und jetzt hier oben noch irgendetwas. So, schau mal. Oh, ja, schau mal. Jetzt aber noch schön. Oder Täuschle. So. Oder der ganz zunderst, weil der so grob ist. Oh ja, schau. Oh, aber vielleicht so. So. Dann wird es gegen immer feiner. Ich glaube mal, also so. Und so. Ja. Genau. Das ist doch sehr hübsch. So. Mal schauen, ob wir denn das feine Zeug hier ganz gut aufkleben können. Ich weiß es also noch nicht, ob das so gut geht. Das würde sicher ganz cool aussehen, wenn wir das nähen, reinnähen. Aber selbstverständlich müsste man das dann vorher machen, bevor man die Signatur reingenäht hat. So, da klappt es auch schon mal gut. Das sollte heben. Da gibt es das vorne und das hinten. Das weiß man nicht so genau. So, ich versuche das hier noch ein bisschen anzuleimen, damit es dann nicht ausfranzelt. So, und da noch. Wow. Gut. Das ist zu viel Leim. Zu nahe am Rand. Flödert es mir den raus. So, Moment, jetzt kann ich den anderen kann ich ja nicht so weit rauf tun, sonst geht mir ja hier alles oben raus. Das ist schon ein bisschen näher rangekommen. So. Voilà. Da ich dann einfach noch nicht gerade zumachen, nicht, dass wir dann die zwei Seiten zusammenkleben. Jetzt der hier.
Oder ich könnte dann natürlich auch abschneiden. Und so wäre es ein bisschen hübscher. Nein, komm. Nein, das ist gut so. Aber ich glaube, ich schneide es hier noch ein bisschen schöner ab. So. Ja, dann probieren wir doch einmal, ob das dann klebt. Das ist das ganze schnusiges Bändchen, aber ein bisschen, es ist, glaube ich, ziemlich synthetisch so. Und so fein. Der Leim muss ich auch noch irgendwo dran haben. Aber da ist schon fast nichts dran. Ja, no. Wir probieren es einfach, oder? Würde ich sagen. Probieren geht über Studieren. So, oh. Ja, jetzt habe ich da aber schön drauf geschlirrt. Da. Voilà. So, leg. Da könnte man ja schon mal schauen, was wir da rein tun könnten. Ich habe hier so ein paar Fötterchen. Was haben wir da Hübsches? Das Mädchen sieht ein bisschen traurig aus. Aber die zwei Damen da sind doch noch hübsch. So im Garten höckeln gemütlich. Und so. So, und dann habe ich eben hier so einen selber gemachten Ausweis. Ich kann euch das Video dazu verlinken. Die haben wir einmal miteinander gemacht. Der würde doch jetzt hier oben reinpassen. Ich will schauen, dass er nicht angeleimt wird. Ist noch nicht ganz trocken. So, und in der Mitte müssten wir auch noch irgendetwas haben, das passt. Ja, ich habe doch hier noch so kleine Kärtchen irgendwo. Da. Aber das Gelb passt jetzt gerade überhaupt nicht. Das müssen wir dann vielleicht mal noch jemand anders noch rein tun. Ah, was haben wir denn da noch? Oh, schau mal. Da habe ich gerade noch ein hübsches Kleberli gefunden. Da, so von so einem Vögeli. Oh ja, schau mal, wie herzig. So. Oh ja. Oh, jö. Voll schnussig. Mal, gefällt mir. Lassen wir doch jetzt einfach gerade mal so. Jetzt hoffen wir, dass ihr das hier habt. Ja, da schön etwas dazwischen tun. So, dass es nicht zugeht, dass es nicht zusammenklebt. He? Also, und dann, da könnte man, da, genau da. Und dann machen wir doch da so was mit Spitzen. So und so. Das ist ziemlich wild, hä? Ist das nicht ein bisschen zu wild? Und das ist zu schmal, habe ich das Gefühl. Das habe ich mir noch parat gemacht. Das ist so ein Raffelbändchen, das wir einmal zusammen gemacht haben. Oder, nein, ich habe es euch einfach erzählt, wie ich es gemacht habe. Wir haben es nicht zusammen genäht, aber das würde doch gut gehen, oder? So, so und so. Zu wild. Auch noch. So. Oder das würde natürlich auch noch gehen. Dann können wir das weg tun. Und das Goldige? Ja, komm, wir nehmen Gold.
So. Zack. Und das da. Oh, oh. Alles ein bisschen im Weg. Ja, ja, genau. Und das passt doch auch super. Fangen wir doch wieder unten an. Mhm. Das finde ich so ein herziges Bändchen. Das habe ich mal im Mikro gefunden, bei den Ostersachen. Ah. Hier noch rauf, sonst geht uns das Zeug auf der Seite raus. Das geht natürlich nicht. Voilà. Ein bisschen krumm, hä? Ein bisschen krumm. So. Aber jetzt ist gut. Besser. Das hat, glaube ich, keins vorne und hinten. Und glaube auch kein unten und oben. Also einfach reinleimen. So. Wow. Da. Und das da noch. Da tue ich jetzt auch noch ein bisschen Leim dran, an das Knete. Damit mir das auch ja nicht aufgeht. Mhm. Bäh. Da, jetzt ist gut. Da hat es natürlich wieder ein bisschen zu viel, da flödert es wieder raus. Ah, das sieht niemand. So, Lick. Und was könnte man da rein tun? Da finden wir sicher auch noch irgend so ein herziges. Ah, irgend so ein herziges. Oh ja, nein, schau mal, das Häschen. Das passt ja von der Farbe total gut. So. Und das passt natürlich wieder nicht, hä? Super. Aber da müssten wir doch noch irgendein Foto haben. Oh, da ist etwas Herziges. Das ist doch hübsch. So, und oben noch irgendwas. Oben noch irgendwas. Was könnten wir da rein tun? Da habe ich noch Kärtchen, aber das ist jetzt gerade ein bisschen zu gross für dort. So und so. Es ist alles so Hochformat. Das sieht irgendwie dumm aus. He? Oder wenn wir das unten rein tun und dann hier ein. Das kommt oben raus. Ein Querformatfoto.
Da. Hm. Ist echt da vom Palmsonntag oder so? So. Jetzt sieht man das Raffel fast nicht mehr. Das ist auch fies. Coppeloni. Das da. Ach jö, schau mal. Das ist ein kleines, kleineres. Oh ja, wieso nicht? Und dann oben. Oben, ja gut, da könnten wir ja eigentlich schon so eine Ausstellung machen an, wie heisst es? Briefmarken. Hm? So, das sieht doch witzig aus. Mega cool. Ähm, Habt das da schon überall? Klebt das nachher irgendwie zusammen, wenn ich da blättere? Genau. So. Ja, ja, ja. Und jetzt etwas, was dort dazu passt. Das wäre, könnten wir noch einmal so einen da nehmen. So, genau. Und dann den breit wollte ich jetzt nicht schon wieder. Den verdeckt man ein bisschen viel, oder? Oder nicht? So. So oder so. Ja, ich glaube, das ist gut. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. So. Jetzt, ja, jetzt muss das so alles doch ein bisschen wieder abhauen. Nein, nein, mir dunkt es irgendwie so ist besser. Keine Ahnung wieso. Es dunkelt mir einfach. Voilà. Da. Ja, hey, mich dunkt da, unser Journal ist schon recht voll. Es neigt sich langsam wirklich am Ende zu. Vielleicht können wir noch das eine oder andere Kärtchen oder irgendetwas basteln für drei. Oder ein Kuvertchen oder ich weiß auch nicht was. Etwas, wo man noch anklippen kann. Und dann geht es dann schon was verschönern. No, also auch, ja, ja, letzter Schliff habe ich das letzte Mal genannt. Wo wir ein bisschen, ja, die Seiten, Ränder noch ein bisschen verschönern oder noch den einen oder anderen Stempel irgendwo geben. Wo man das Gefühl hat, ist noch gerade ein bisschen leer. Und dann ist das Journal auch schon wieder fertig. Das ist ja Wahnsinn. Mir dunkt es, das ist jetzt mega schnell gegangen. Einmal. So. Super. Und mich dunkt es irgendwie fast, das sind jetzt da so die, so wie Fenster und das sieht eine Art ein bisschen aus wie so Balkonränder, so Brüstungen, so, wie sagt man dem, Fensterbretter. Das erinnert mich einfach ein bisschen.
So, jetzt. Jetzt wollen wir doch hier so ein schönes Kärtchen reinstopfen. Das verdeckt mir wieder alles da oben. Das ist ein bisschen schade. Und da ist es fast ein bisschen knapp. Müssen wir es so unten drin tun. Und da könnten wir ein herziges Häschen. Ja, und was haben wir noch? Was haben wir noch? Was könnte man noch? Das ist noch eine echte Briefmarke. Das ist ein bisschen zu klein. Irgend noch ein kleines Foto. So ein kleines wie das letzte. Habe ich glaube gar keins mehr. Mal ein bisschen durchschauen. Da ist noch etwas Lustiges. Schau mal. Oh ja. So eine Schulklasse oder was auch immer. Das wird doch gut aussehen. Oh ja. Ja, ich glaube, jetzt wollen wir da noch irgendetwas Kleines. Da würde ich auch, schau mal, da haben wir noch irgendeine so eine Briefmarke. Ein Röseli. Oh ja, schau mal. Hi! Mega hübsch. Voll das herzige, die herzige Seite, finde ich. Jetzt wollen wir doch die anderen noch schnell suchen. Dann können wir noch mal alle anschauen. Wenn ich es finden, gell? Dann wieder komplett. Da. Da. Oh, schau, jetzt geht das noch raus. Das ist aber nicht so gedacht. He? Bleib du drin. Ach, das geht auch raus. Hey, das wollen wir nicht. Ach, das ist nicht gut. Das ist nicht so gedacht. He? Also, mal schauen. Da, ja, es ist wenigstens noch ein bisschen verschoben. Aber es ist nicht aneinander angeklebt. Sehr gut, sehr gut. So. Da. 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 Und da. So. Und das passt mir jetzt da gar nicht, dass das immer rausfallen will. Darum glaube ich, mache ich da noch einen Topf Leim. In der Hoffnung, dass das hier also ein bisschen zusammenhält, ein bisschen besser noch. Dann haben wir hier sozusagen hier ein Täschchen und hier ein Täschchen und dann geht das vielleicht nicht so raus. Kippt das vielleicht nicht, wenn das hier noch ein bisschen angemacht ist. Wir werden es sehen, wenn es trocken ist. Ja, also, hey, ich finde das eine mega lustige Idee, die mir da gekommen ist. Ja, vielleicht hat das jemand anderes ja auch schon so erfunden, sehr wahrscheinlich ja schon. Ich will das jetzt nicht als meine höchstpersönlichste Idee ausgeben, aber ja, mir ist das einfach in den Sinn gekommen, weil ich dort das Album gesehen habe, mein altes Briefmarkenalbum, und habe gedacht, das wäre doch jetzt noch recht witzig. Ja, hey, vielleicht sind ihr das nächste Mal wieder dabei. Es würde mich extrem freuen, wenn ihr wieder mitmachen würdet. Wenn wir hier unserem Junk Journal den letzten Schliff geben. Bis dann. Tschüss.